Weiter geht's im Märchenbuch. Von der 5. Folge. Dann gucken wir uns mal ein bisschen um. Wir haben doch schon einiges freigeschaltet in der Folge. Der 13. Fabletowns Hexen und Zauberer. Im 13. Stock des Woodland-Gebäudes lebt eine Gruppe von Hexen und Zauberern. Ihre Aufgabe ist es, Fabletown zu schützen. Sie nutzen ihre Kräfte, um die Gemeinschaft vor den neugierigen Blicken der Menschen zu verbergen. Aber jede Magie hat ihre Grenzen. Und jeder Zauber hat seinen Preis. Hätte man noch hier. Der Verhexte. Ich glaube, es soll Brunner heißen. Der Verwunschene. Keine Ahnung. Der verwunschene Brunnen befindet sich in einer Kammer im Woodland-Gebäude. Er wird verwendet, um Dinge, die für immer verschwinden sollen, zu beseitigen. Tote Fabelwesen werden seinen Tiefen ebenso anvertraut wie auch die schlimmsten Verbrecher. Niemand weiß genau, was sich am Ende des Brunnens befindet oder ob er überhaupt ein Ende hat, aber es wird gemeinhin angenommen, dass er den Übergang zur letzten Ruhestätte darstellt. Jack Horner, harmloser Gauner. Jack hat immer etwas vor, aber er ist nicht halb so schlau, wie er denkt. Seine Pläne, schnell das große Geld zu machen, gehen oft nach hinten los, aber sein Selbstvertrauen bleibt trotzdem unerschütterlich. Er hält sich für die wichtigste Person in Fabletown, aber jeder kennt ihn hauptsächlich als harmlosen Besserwisser. Lily, entfremdete Schwester. Lily und ihre Schwester Holly sind gemeinsam in den Heimatlanden aufgewachsen, aber haben sich kurz nach ihrer Ankunft in der Welt der Menschen zerstritten. Ohne Ziel und ohne Geld fing Lily an, als Prostituierte zu arbeiten. Jetzt ist sie das zweite Opfer in einer laufenden Mordermittlung. Das Trollkreuz, Lillys Brosche. Ein Trollkreuz ist ein Amulett aus Eisen, von dem fälschlicherweise angenommen wurde, dass es seinen Träger vor Trollen schützt. Lily fand ihres, als sie auf der Suche nach etwas Essbarem durch die Wildnis streifte und auf einen Menschen traf. Doch bevor sie ihn verschlingen konnte, hielt dieser das Trollkreuz vor sich und rief: Zurück! Zurück mit dir, du Troll! Nachdem sie ihre leckere Mahlzeit beendete, nahm sie dem toten Mann das Kreuz ab. Nach dem Exodus trug sie das Trollkreuz als Erinnerung an bessere Zeiten ständig bei sich. Das war's an Märchenbuchinträge zur 5. Folge. Weiter geht's morgen mit Folge 6 und dann noch im selben da kommen dann auch die Märchenbuchinträge. Bis morgen. Tschö.